Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum kleinen Infovideo zur neuen anstehenden Saison 2024-25. In diesem Video möchte ich einfach mal kurz mitteilen, wie ich das hier in Zukunft weiter handhaben werde mit dem Red Munich-Kanal und allem, was da so drumherum dranhängt. Also, eigentlich wird es keine großen Änderungen geben, zumindest sind aktuell erstmal keine geplant. Ich werde versuchen, wie immer, zur Pressekonferenz vor dem Spiel und nach dem Spiel eine Reaction zu machen. Ich werde versuchen, zu jedem Spiel meinen Taktikfuchs zu machen, wo ich euch einfach sage, wie ich aufstellen würde, warum, wieso, weshalb. Und wo ihr natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare hauen könnt. Und dann wird es natürlich nach dem Spiel meine Spielanalyse geben mit meiner persönlichen Benotung der Spieler. Diese Benotung werde ich diesmal auch eintragen in eine Excel-Tabelle, so dass ich am Ende der Saison dann eine Gesamtnote nehmen kann. Ja, und dann mal gucken, ob das dann auch der Eindruck ist, den ich die Saison über so hatte von dem Spieler. Das habe ich bisher nicht so gemacht. Bisher habe ich meinen Eindruck aus dem Kopf Revue passieren lassen. Das werden wir diesmal halt, oder ich mit den Noten mir eintragen und dann haben wir da ein bisschen genaueres Bild am Ende der Saison, als wie man das vielleicht dann aus den letzten 2-3 Monaten nur empfunden hat. Es wird jeden Montag 18 Uhr den Livestream geben mit Start am kommenden Montag, den 19. August. Da legen wir wieder los, 18 Uhr Livestream. Wie lang der gehen wird, wird immer von euch abhängen, ne? Natürlich auch von mir, wie Lust und Laune ist, aber je nachdem, was so los ist, es kann eine Stunde sein, es kann 2 sein, es kann 3 sein, es können aber auch mal 4 sein. Je nachdem, wie Lust und Laune ist. Der Livestream wird hier auf YouTube natürlich stattfinden und auf Twitch, wie gehabt, wie letzte Saison auch. Änderung: Es wird keine Podcasts mehr geben. Ich habe mir das angeschaut, die Aufrufe waren 50, 60 Aufrufe pro Folge. Ja, dafür zahle ich jeden Monat 5, 6, 7, 8 Euro, je nachdem, wie viel Speicherplatz ich benötige. Und ich muss die Folge da extra hochladen, ich muss das extra umwandeln und so weiter. Das ist einfach ein Mehraufwand, der sich nicht rechnet. Ich finde es völlig fein, wenn ihr euch nicht das Video anguckt und dann jetzt halt meine Fresse sehen wollt, wenn ich euch was erzähle. Ihr könnt aber auch einfach den Podcast über YouTube Musik hören. Ja, da ist jede Folge, die hier auf YouTube auf dem Kanal ist, könnt ihr auch über YouTube Music hören. Für die Leute, die lieber beim Autofahren was hören oder was weiß ich, ne? Weil bei den meisten Smartphones, wenn ihr ein YouTube-Video abspielt, dann den Bildschirm ausschaltet, hört ihr den Ton nicht mehr. Aber über YouTube Music sollte das eigentlich möglich sein. Also da habt ihr auch sämtliche Folgen. Sonst habe ich es ja gehabt, auf dem Podcast, dann habe ich nur die Spielanalyse hochgeladen, weil es sonst einfach zu viel Datenverbrauch wäre und zu viel Kosten entstehen würden. Also Leute, für die gerne das als Podcast hören, nutzt einfach YouTube Music. Da habt ihr auch alle Folgen und nicht nur die Spielanalyse als Podcast und könnt euch das da einfach anhören. Ja, das sollte ja nicht das Problem sein. Genau, das ist die einzige Änderung. Ansonsten wird's erstmal so bleiben, wie es war. Ich bin eigentlich damit zufrieden und bin damit auch schon super ausgelastet. Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, das natürlich diese Saison auch wieder so zu handeln. Wir werden sehen, inwieweit mir das zeitlich gelingt. Aber eigentlich bin ich da guter Dinge. Und ich persönlich freue mich auf die neue Saison. Ich bin heiß. An dieser Stelle auch der Hinweis, natürlich haben wir wieder unser Kick-Tippspiel, wo ihr auch eine Kleinigkeit gewinnen könnt am Ende der Saison, aber steht natürlich nicht im Vordergrund. Es geht natürlich darum, zu zeigen, wer die meiste Ahnung hat von der Fußball-Bundesliga. Wa? Sollte klar sein. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich überlege, sowas auch für die Champions League zu machen. Ne? Wohl auch einen kleinen Gewinn machen irgendwie. Als kleinen Anreiz noch. Aber das finde ich auch noch ganz cool. Ansonsten war ja auch die Frage da nach so Fantasy-Manager-Spiel. Ich habe da mal ganz kurz recherchiert. Es gibt was von Kicker, es gibt was direkt von Bundesliga.de. Ich habe gesehen, aber dann kannst du Spieler nach jedem Spieltag verpflichten und nicht. Und es gibt 20 verschiedene Spielmodi. Leute, bin ich raus. Ja, sage ich euch ganz ehrlich. Bin
bin ich raus, werde ich nicht die Zeit für haben. Ich hätte kein Problem damit, irgendwie mal einmal ein Team zusammenzustellen vor der Saison, das dann durchlaufen zu lassen. Ja, das könnte ich vielleicht gerade noch irgendwie managen, aber ich habe nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen und da dann noch jeden Spieltag irgendwelche Spieler zu kaufen und verkaufen und bla und so. Nee, habe ich persönlich nicht die Zeit für, von daher wird es da von meiner Seite nichts geben. Wenn jemand von euch da spielt und dann eine Liga aufmacht, ja, könnt ihr mir das sehr gerne sagen, dann kann ich das sehr gerne hier irgendwo im Discord schreiben oder ich schreibe das selber in Discord, ja, für die Leute, die daran Interesse haben, oder schreibt es hier in die Kommentare rein, wenn da jemand eine Liga erstellt. Ist das kein Problem, ja, dann könnt ihr euch da zusammenfinden. Wie gesagt, ich persönlich habe da leider nicht die Zeit für, mich damit auch noch auseinanderzusetzen. Ja, das ist, was ich sagen kann. Und ansonsten kann ich uns allen nur eine erfolgreiche Saison wünschen. Und ich freue mich drauf. Ich bin hyped. Ich freue mich auf den Fußballstil, den wir hoffentlich sehen werden. Und ich hoffe natürlich, dass Vinny erfolgreich ist. Wir werden es sehen. Ja, es wird eine sehr interessante Saison werden, denke ich. Es wird kein Selbstläufer werden. Selbst wenn wir auf sehr, sehr hohem Level direkt performen sollten, denke ich persönlich, wird es schwer werden. Wir werden ein starkes Leverkusen haben. Wir werden so wahrscheinlich wieder ein verstecktes Dortmund sehen. Ein verstecktes Leipzig und so weiter. Aber da mache ich mal im Laufe, vielleicht dieses Wochenende, ansonsten nächste Woche, bevor dem ersten Bundesligaspiel, werde ich mal so ein bisschen so mein Bauchgefühl mit euch teilen und bin dann auch sehr auf eure Meinung gespannt, was die neue Saison anbelangt. Ja, aber das machen wir nächste Woche. Dann haben wir schon mal die erste DFB-Pokalrunde hinter uns und haben vielleicht auch schon mal einen kleinen Einblick in so manche Ergebnisse. Ja, ansonsten wird sich hier nicht groß was ändern. Ne? Das ist so, was ich sagen kann. Mir gefallen die Formate. Wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr das jetzt hier reinballern. Ne? Das ist jetzt hier wieder der Zeitpunkt, wo ihr Feedback da lassen könnt. Ich werde natürlich versuchen, mich weiterhin und noch mehr zurückzuhalten bei manchen Kommentaren. Aber ich bin einfach manchmal ein emotionaler Typ und das wird auch so bleiben. Aber ich werde das versuchen, auf ein anderes Level zu bringen. Wie einfach Holzwurm anstatt irgendein anderes Wort. Ja. Das werden wir schon hinkriegen. Ansonsten vielleicht nochmal für die neu sind, schaut gerne mein Frage-Q&A-Video an. Da sind die meisten Sachen erklärt, aber ich wollte noch mal eins sagen, weil ich da öfter mal eine Nachfrage zu habe, von wegen, ja, gibt's nur noch exklusive Inhalte auf diesem Kanal? Nein, es gibt einen exklusiven Inhalt für Kanalmitglieder. Das wird auch so bleiben. Das ist, dass ich mich jeden Freitag hier hinsetze und nochmal explizit die Kommentare der Kanalmitglieder durchgehe. Weil, ich habe es euch gerade gesagt, ich mache 4 Videos pro Spiel, ja. Pressekonferenz vor dem Spiel, nach dem Spiel, meine Spielanalyse und Taktikfuchs. In der englischen Woche sind das 8 Videos in der Woche. Ja. Wenn dann nicht noch irgendwelche anderen Sachen da sind, wo es ein Thema ist, wenn der Uli mal wieder durchdreht oder sonst was. Und da habe ich einfach nicht die Zeit, jeden Kommentar zu beantworten. Heute habe ich nicht die Zeit und auch nicht die Lust zu. Ich bin keiner, der hier stundenlang vor der Tastatur sitzt und irgendwelche Zeilen da reintippert. Genau deswegen mache ich ja immer, ich beantworte eure Kommentare, Video, aber das mache ich auch nur zur Spielanalyse. Es sei denn, da ist wenig los, dann nehme ich auch schon mal die Kommentare der Pressekonferenz mit rein. Aber ansonsten in der Regel nur die der Spielanalyse. Ja, weil das sonst einfach, ich bin halt auch normaler Mensch, ich gehe ganz normal 8 Stunden arbeiten, ne? Und habe auch sonst noch ein Privatleben, bin Zocker, der viel zockt und so weiter. Hab natürlich mit der Mara eine Freundin, eine Lebensabschnittsgefährtin, eine Beziehung, noch nicht verheiratet, aber wie man auch immer das nennen möchte, ja. Das ist natürlich auch Zeit, die wir für uns haben möchten. Und deswegen habe ich einfach nicht die Zeit, jeden Kommentar zu beantworten. Es reicht nicht, wenn wir wieder verlieren sollten. Ne? Dann explodieren ja wieder die Aufrufzahlen. Ich lese
eigentlich jeden Kommentar, ja, weil ich das mache, wenn ich auf dem Scheißhaus sitze, dann lese ich auch schon mal Kommentare. Aber ansonsten beantworten werde ich nur die der Spielanalyse. Und deswegen kommen wir jetzt darauf zurück. Deswegen mache ich jeden Freitag nochmal ein Ich beantworte eure Kommentare Video für die Kanalmitglieder. Ja? Wo ich manchmal aber auch ein Thema nehme, wo ich irgendwie mal vom Privat irgendwas erzähle oder sonst was. Einfach ein kleiner Einblick in meine Person. Aber in erster Linie nehme ich da alle Kommentare der Kanalmitglieder. Das kann ich mir anzeigen lassen auf YouTube. Und dann gehe ich nochmal explizit auf diese ein. Natürlich auch nur auf die ich noch nicht eingegangen bin. Wenn das nur Kommentare von der Spielanalyse sind, dann gehe ich da nicht weiter drauf ein. Ja. Aber von den Kanalmitgliedern gehe ich dann auch auf die Kommentare von Pressekonferenzen, Taktikfuchs und so weiter drauf ein. Das ist das Einzige, was exklusiv für Kanalmitglieder hier ist. Ja, weil die Kanalmitglieder haben sonst keinen Vorteil. Unterstützen mich aber natürlich. Ja. Und daher ist das der einzigste Vorteil, den sie haben. Und ja, dieses Video ist in der Regel nur für die Kanalmitglieder, ja, weil ich halt auch nur auf Kommentare von denen eingehe und nicht auf Kommentare von allen. So. Das ist das einzige Ding. Alles andere bleibt wie gehabt, so wie es bisher auch war. Ja, ganz einfache Kiste. Und ja, damit bin ich am Ende. Leute, ich wünsche uns eine sehr erfolgreiche Saison. Ich denke, wir werden auf jeden Fall besseren Fußball sehen wie letzte Saison. Ob es erfolgreicher sein wird, schwer zu sagen, weil, ja, ihr seht ja selber, wie unser Kader aktuell dasteht. Aber noch ist bis zum 31.8. Zeit. Wir werden sehen, ob noch was passiert. Aber das können wir natürlich dann auch mal am Montag, kommenden Montag 18 Uhr im Livestream ein bisschen bequatschen. Und in diesem Sinne, Leute, ich freue mich auf morgen, beziehungsweise auf gleich 14:30 Uhr die erste PK und dann morgen auf das erste offizielle Spiel. Und dann auch auf Montag auf dem Livestream. Leute, in diesem Sinne wünsche ich uns allen natürlich eine erfolgreiche rot-weiße Saison und natürlich auch allen anderen, die hier zuschauen, ob Dortmunder, sonst wen. Ich wünsche euch natürlich auch eine erfolgreiche Saison und ja, auf ein faires Miteinander, ja, und möge der Bessere am Ende oben stehen. Ne? In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Channel, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.